Hallo miteinander und herzlich willkommen beim Zucker-Märli-Sonntag. Ich bin Isabel Hauser und ich erzähle leidenschaftlich gern Märli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Heute habe ich euch ein Märli aus der Ukraine mitgebracht. Und das Märli erzählt von 2 Kindern, einem Bruder und einer Schwester. Das Märli nimmt uns mit, weit, weit weg von da, wo vor langer, langer Zeit einmal ein Bruder und eine Schwester gelebt haben. Zusammen mit ihren Eltern haben sie in einem gemütlichen Haus in einem Dorf gelebt. Der Vater war Schreiner und seine Werkstatt ist direkt neben dem Haus gestanden. Die Kinder haben immer ganz einen Haufen zu unternehmen gehabt. Im Frühling haben sie der Mutter im Garten beim Blumenpflanzen geholfen. Im Sommer sind sie in den Wald gesprungen und haben stundenlang dort gespielt im Schatten der Bäume. Im Herbst sind sie zuoberst oben auf die Bäume geklettert und haben die saftigsten Äpfel gepflückt. Aber ihre allerliebste Zeit war der Winter. Der Winter, wo das Land mit einer dicken Decke aus Schnee bedeckt hat. Weil der Winter hat die Weihnachtszeit gebracht. Und die Weihnachtszeit haben die Kinder am allerliebsten gehabt. Nicht etwa wegen der Guetzli, die die Mutter an mich gebacken hat. Auch nicht wegen der Geschenke, die am Weihnachtsmorgen unter dem Baum gelegen sind. Nein. Am allerliebsten haben die Kinder den Christbaum gehabt. Ja. Jedes Jahr sind sie mit ihren Eltern raus in den Wald, haben sich die schönste Tanne ausgesucht. Und die haben sie dann mit heimgenommen, in der Stube aufgestellt. Und dann ist das Allerschönste gekommen. Dann hat die Mutter nämlich die Schachtel mit dem Christbaumschmuck vorgeholt. Und es ist nicht einfach gewöhnlicher Christbaumschmuck gsi. Nein. Es hat Schmuck dabei gehabt, wo der Vater selber geschnitzt, drechselt und bemalt hat. Es hat Schmuck dabei gehabt von den Grosseltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern von diesen Kindern, die über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte Christbaumschmuck gesammelt haben. Da hat es Kugeln gehabt, rote, goldige, silbrige. Es hat Sterne gehabt, die glänzt haben und gefunkelt. Und der Anblick von dem geschmückten Baum ist für die Kinder das Wunderschönste gsi, was es nur gegeben hat. Ja, sie haben ein zufriedenes Leben gehabt, bis einmal ein grosses Unglück passiert ist. In einer Nacht hat das Haus von dieser Familie angefangen zu brennen. Die Flammen haben alles aufgefressen. Sie sind übergekumpelt auf die Werkstatt vom Vater. Und die Familie hat alles verloren. Alles bis auf etwas. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ihr würdet retten, wenn ihr aus eurem Haus flüchten müsstet. Etwas hat die Familie nämlich noch packen im letzten Moment. Und es war die Schachtel mit dem Christbaumschmuck. Das war das Einzige, das ihnen geblieben ist. Sie hatten kein Dach mehr über dem Kopf, nichts zu essen, nichts zum Anlegen. Und ein Nachbar hat Verbarmen mit ihnen. Und er hat gesagt, dass am Ende des Dorf eine Hütte steht, wo seit Jahren niemand mehr drinnen gelebt hat. Sie können doch dort wohnen. Die Kinder sind mit ihren Eltern und der Schachtel Christbaumschmuck unter dem Arm zu dieser Hütte gegangen. Sie haben die Türen aufgemacht und es hat so eine dicke Staubschicht auf dem Boden. Und auf dem Tisch. Und auf den Stühlen. Und so hat die Familie die Fensterläden aufgemacht. Sie haben Licht und frische Luft reingelassen und haben die Hütte angefangen zu putzen. Sie haben den Dreck rausgekehrt, sie haben den Tisch abgeputzt. Und wo die Kinder
gerade den Besen aufgelüpft haben, um die Spinnhuppeln unter den Dachbalken abzuwischen, hat die Mutter gerufen: «Wartet! Kinder! Nicht!» «Mutter, willst du denn nicht, dass unter den Dachbalken auch sauber ist?» «Doch, eigentlich schon. Aber dort, in diesen Spinnhuppeln unter den Dachbalken, da leben doch die Spinnen. Wir haben doch schon unser Dach über dem Kopf, unser Zuhause verloren. Sollen sie doch ihres behalten.» Und so ist es gekommen, dass die Familie zusammen die Hütte sauber geputzt hat, blitzblank sauber. Aber die Spinnen unter dem Dach haben mit ihren Spinnhuppeln bleiben. Ja. Aber der Vater, der hat ja wieder arbeiten. Er hatte kein Werkzeug mehr und kein Holz, und so haben sie mit schwerem Herz die ersten paar Kugeln vom Christbaumschmuck verkauft, dass sie wieder ein bisschen Geld hatten. Ja, und dann haben die Kinder Kleider gebraucht zum Anlegen. Und so haben sie die funkelnden, glänzenden Sterne verkauft. Sie haben etwas zu essen gebraucht und Decken für den Winter. Nach dies nach haben sie den ganzen Christbaumschmuck weggeben. Wo der Winter gekommen ist und das Land mit einer dicken, weißen Decke aus Schnee bedeckt hat, da war nichts mehr von ihrem Schatz übrig. Aber sie wollten gleich Weihnacht feiern miteinander. Und so sind die Kinder mit ihrer Mutter und ihrem Vater trotzdem rausgegangen in den Wald. Sie haben sich eine wunderschöne Tannen ausgesucht. Und die haben sie reingenommen in ihre Stube. Die haben sie aufgestellt. Und die Eltern haben zu den Kindern gesagt: «Hört, wir haben keinen Schmuck für am Baum das Jahr. Am Baum wird es nicht glitzern und funkeln und glänzen. Aber wir können ein bisschen Tannenzapfen sammeln und die Tannenzapfen können wir ins Feuer rühren. Und dann werden wir wenigstens im Feuer ein bisschen Funken haben, ein kleines Feuerwerk. Und fein duften tut es dann erst recht noch.» Genau so haben sie es gemacht. Als der Heilige Abend gekommen ist, da haben die Eltern ein grosses Feuer angezündet in der Stube. Sie sind rundherum gesessen und haben die Tannenzapfen ins Feuer hineingerührt. Und sie haben gelacht, wo das geklopft hat und blitzt und gefunkelt. Und fein duftet hat es erst recht noch. Sie haben Lieder gesungen miteinander. Der Vater hat noch eine Geschichte erzählt. Und dann war es Zeit für die Kinder, zum schlafen. Die Eltern sind noch einen Moment am Feuer vor einem leeren Baum sitzen geblieben. Sie haben einander an der Hand gehabt. Und dann sind auch sie schlafen. Und die ganze Familie hat nicht geahnt, dass sie die ganze Zeit ganz genau beobachtet worden sind. Von wem echt? Von wem ist die Familie echt beobachtet worden? Es sind die Spinnen. Die Spinnen, die in ihren Netz unter den Dachbalken alles ganz genau beobachtet haben. Ihr müsst eben wissen, dass diese Spinnen Hausspinnen waren. Die waren noch nie draussen, die waren noch nie im Wald. Und sie sind gar nicht rausgekommen, wo die Menschen einfach einen Baum in die Stube hineingestellt haben. Wieso sollte man einen lebendigen Baum aus dem Wald nehmen und sich in die Stube hineinstellen? Haben die Spinnen sich gefragt. Aber dann haben sie es geschmeckt. Der frische Duft der Tannen. Und sie konnten es gar nicht erwarten, bis die Familie dann endlich ist schlafen, damit sie die Tannen erkunden. Und wo die Eltern ins Bett gegangen sind, da sind die Spinnen unter den Dachbalken vorgekommen und sie haben sich eine
nach der anderen als seidige Fäden von der Decke oben runtergelassen. Und sie haben angefangen, in dieser Tanne umeinander kräsmen und tanzen und kumpen von einem Ast zum nächsten, auf und ab und vorn und hindern. Die ganze Nacht haben die ein Fest in dieser Tanne. Früh am nächsten Morgen sind die Kinder aufgewacht. Vielleicht geht euch das auch so, dass ihr am Weihnachtsmorgen ganz besonders früh verwacht. Die Sonne ist erst gerade aufgegangen, wo die Kinder ihre Decken zurückgeschlagen haben, die Stege durchgesprungen sind in die Stube rein und «Mutter, Vater, kommt schnell!» haben sie gerufen. Mutter und Vater haben noch tief geschlafen, sie sind aufgewacht, haben ihre Kinder gehört rufen, «Ui nein, was ist eigentlich passiert?» Sie sind aus dem Bett rausgesprungen, die Stege in die Stube und auch sie haben ihren Augen kaum getraut. Weil die Tanne, die am letzten Abend noch leer und grün war, hat jetzt glitzert und glänzt und gefunkelt im Licht der Morgensonne. Sie war über und über behängt mit goldigen und silbrigen Fäden. Die Eltern sind schauen und tatsächlich, die Fäden sind aus reinem Silber und purem Gold gsi. Und so ist es gekommen, dass an diesem Weihnachtstag die Familie trotzdem ein wunderbares, grosses Essen hatte. Nicht nur für sich selber, nein, sie hatten sogar genug gehabt, um es mit dem ganzen Dorf zu teilen. Und in Erinnerung an die Spinnen, die das Weihnachtswunder beschert haben, hängen wir noch heute goldige und silbrige Fäden an unsere Christbäume. Und jetzt wisst ihr, wo das erste Lametta hergekommen ist.